Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission der Blick auf Europa. Wir beschäftigen uns heute mit einem Sujet, den uns alle gut in der letzten Zeit immer mehr und Herz geworden ist. Das sind Pauschalreisen oder ganz komplex organisierte Reisen. Und die Verbindlichkeiten, die daraus entstehen, die Chancen natürlich einerseits, aber auch ein bisschen die Risiken. Und das Parlament hat schon lange auf dem Sujet geschafft und hat am Ausschuss für Verbraucherschutz in AW gemacht und Berichterstatterin als Birgit Collin Langen. Und das halt bei mir am Plateau und wir werden dann, wie die kriegt dann aus erster Hand Informationen von uns, wie das für weiter dazu kommen, wie es weitergeht, an sich ein Sujet, den uns, wie gesagt, alle Gute stark beschäftigt und auch alle Gute stark interessiert wird. Herzlich willkommen, Birgit, und vielen Dank, dass du mitmachst. Vielen Dank für die Einladung. Und gerne. Und dass du unseren Zuschauern die Informationen, sage ich mal, aus erster Hand, du warst die Berichterstatterin für die EVP und warst bei den schwierigen, zum Teil sehr langen Verhandlungen immer dabei und weiß, wie gesagt, aus erster Hand die Informationen an unsere Zuschauer weiterzugeben. Erstmals, wieso eigentlich eine Neufassung dieser Richtlinie? Was sind die bewegenden Themen gewesen? Also die alte Pauschalreisenrichtlinie war aus dem Jahr 1990. Und wenn man sich jetzt zurückerinnert, gab es 1990 weder ein Internet noch gab es Online-Buchungen, das kannte man alles nicht. Das war ja eine Entwicklung erst der letzten Jahre. Und somit waren die Online-Bucher nicht geschützt wie die zum Reisebüro gegangen sind zum Beispiel und gebucht haben. Da hat man gesagt, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Online- und Offline-Buchungen müssen in der Haftung gleichgestellt sein. Ja. Und das war der Anlass, das Ganze zu überarbeiten. Und jetzt ganz konkret, wie werden die Rechte jetzt gestärkt? Natürlich ja, dafür haben wir uns eingesetzt. Und inwiefern werden jetzt die Rechte der Reisenden gestärkt? Also es gibt eine ganze Menge an Dingen. Also einmal natürlich alleine das, dass die Online-Buchungen den Offline-Buchungen gleichgestellt sind. Es gibt ein Widerspruchsrecht, es gibt ein Rücktrittsrecht, wenn zum Beispiel die Preise mehr als 8% steigen, kann der Verbraucher vom Vertrag zurücktreten. Es gibt ein umfassenderes Haftungsrecht und Insolvenzrecht, also zum Beispiel der Verbraucher macht Anzahlungen, das Unternehmen der Reiseveranstalter geht in Konkurs, dann muss seine Zahlung, die er bereits geleistet hat, abgesichert sein. Und es gibt eine umfassende Menge an Informationspflichten, sodass der Verbraucher, was ja heute durch Internet auch sehr einfach möglich ist, sofort sieht, was sind seine Rechte und wie kann er das vergleichen mit anderen Verfahren. Das heißt jetzt, es gab ja lange Verhandlungen, schwierige Verhandlungen im Trilog mit dem Rat und auch das Ganze hat sich hingezogen. Und wieso eigentlich? Wo waren die schwierigen Knackpunkte und was konnten wir eigentlich als Parlament reinbringen, was vom Rat möglicherweise nicht so gerne angenommen wurde? Also es gab 3 Knackpunkte, die besonders schwierig waren. Die eine, eigentlich gar nicht so sehr nachzuvollziehen, dass der Rat auf keinen Fall wollte, dass Motorräder, Autos gleichgestellt wird in der Haftung. Also wenn man ein Motorrad bucht und ein Hotel bucht und einen Flug bucht, sollte das auch eine Pauschalreise sein. Da war der Rat strikt dagegen. Nachzuvollziehen ist das nicht ganz. Der zweite Punkt war, da sind wir noch ein bisschen im Streit, dass wir damals ausgelöst durch den Vulkanausbruch, gesagt haben, wenn jemand nicht zurückbefördert werden kann, dann muss er für 3 Tage, muss der Veranstalter die Übernachtung zahlen. Da war das Parlament für 5 Tage, der Rat strikt für 3 Tage. Aber wir konnten so weit einen Kompromiss schließen, als wir gesagt haben, wenn in der Fluggastrechteverordnung 5 Tage angenommen wird, die ist ja im Moment eine Beratung, ich glaube, du bist Berichterstatter, ja, genau. Dann wird man sehen, dann wird man das anpassen. Und der letzte Punkt, das war wirklich für uns ein No-Go, sonst hätte ich wirklich der Richtlinie nicht zugestimmt, sind die sogenannten Click-Throughs. Also für den Zuschauer oder Zuhörer vielleicht, er geht auf eine Internetseite, bucht einen Flug und sofort poppt eine neue Seite auf, die sagt Hotel oder Auto und überträgt die Daten von dem Reisenden, die persönlichen Daten und die Zahlungsmodalitäten. Und da sagen wir, das erweckt so sehr den Anschein, dass da etwas zusammenhängt, das muss behandelt werden wie eine Pauschalreise. Da hat der Rat, das war überhaupt nicht mit Ihnen zu reden, ganz am Schluss, weil sie wirklich dachten, es scheitert alles, haben sie dann gesagt, okay, wenn die E-Mail-Adresse noch dazu kommt, dann können wir dem zustimmen. Das Problem ist jetzt, das sind dann sehr, sehr enge Voraussetzungen und je mehr Voraussetzungen man fordert, umso leichter kann es auch umgangen werden. Das heißt, wir haben dann vereinbart, und das war für uns dann der Punkt, auch um überhaupt zustimmen zu können, dass in 3 Jahren eine Revisionsklausel ist
und dass wir überprüfen, funktioniert das, wird es umgangen, wie sind die Regeln und dann nachgebessert werden. Das heißt, man wird ja eigentlich weitergeleitet, zum Teil ohne eigenes Wissen, was da dahinter steckt. Und man weiß auch gar nicht, wer dahinter steht. Wer dahinter steht. Der Verbraucher hat das Gefühl, ich buche hier ein Paket, ich bin auch entsprechend geschützt, aber ist er dann de facto nicht. Und das haben wir gesagt, das kommt für das Parlament aus Verbraucherschutzgründen überhaupt nicht in Frage. Und deshalb haben wir eigentlich die Revisionsklausel gefordert. Genau, okay. genau. Ganz oft ist das ja auch von Ratsseite eine Forderung oder von der Kommission, aber hier kommt das dann vom Parlament. Von uns, weil der Rat die Voraussetzungen verschärft hat, noch mit der E-Mail-Adresse. Mit der Adresse, ja. Datenschutz ist halt, oder Datenübertragung, Datenvermittlung ist halt ein Thema, was immer mehr Einzug erhält in unsere Gesetzgebung, in allen Bereichen. Und deshalb denke ich, dass das schon wichtig ist, dass man hier... Vor allen Dingen, es ist ja auch ein Verkaufsmodell. Ich sage mal, wenn eine große Fluggesellschaft dann auch Hotels anbietet, dann haben die ja auch was davon. Die machen das ja auch nicht kostenlos, ne? Aber dann müssen sie auch in der Haftung stehen, wie wenn sie damit unmittelbar was zu tun hätten. Jetzt ging es ja auch darum, ein bisschen Gleichgewicht zu schaffen zwischen Verbraucherschutzrechten, Rechten für den Verbraucher, aber auch andererseits ein bisschen die Unternehmen ein bisschen zu schützen, sage ich mal, auch das Geschäftsmodell anzuerkennen. Du hast mir anfangs erklärt, dass das auch ein sehr schwieriges Thema war, mit dem Rat da zu verhandeln, dieses Gleichgewicht, aber auch innerhalb unserer politischen Fraktionen hier im Parlament. Innerhalb der Fraktionen war es deswegen zum Teil schwierig, weil einige politische Gruppierungen eher auf den Verbraucherschutz gehen. Wir aber dann auch sagen müssen, okay, wir müssen auch die Rechte, insbesondere der kleinen Hotels zum Beispiel sehen. In Österreich war das ein ganz riesen Thema gewesen. Oder bei uns in Deutschland, diese kleinen Reisebüros, eine Sonderheit, die es so in Europa nicht gibt. Und da haben wir, glaube ich, so viel Öffnungsklauseln geschaffen, dass jetzt bei der Umsetzung ins nationale Recht die jeweiligen Regierungen die Möglichkeiten haben, das so zu regeln, dass es für ihre besondere Situation vor Ort machbar ist. Das heißt, dass die kleinen Reiseunternehmen trotzdem, sage ich mal, ihr Geschäftsmodell anpassen müssen, aber trotzdem weiter Bestand, weiter leben können. Genau. Und kommt aus diesem Grund auch die lange Frist, die lange Übergangsfrist. Das fängt ja jetzt erst Mitte 2018, fängt das ja erst an? Also ich bin mal optimistisch, ich sage mal Ende 2017. Also es tritt ja in Kraft mit Veröffentlichung im Amtsblatt. Das wird, denke ich, Ende des Jahres der Fall sein. Dann 24 Monate. Und dann denke ich, wird es einige Länder geben, wo es schneller geht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das deutsche Recht sehe, vieles, was jetzt im neuen europäischen Recht ist im deutschen Recht schon enthalten. Ja. Also eigentlich dürfte es keine besonders großen Probleme machen, das zu implementieren. Das wäre natürlich schön, das wäre für den Verbraucher, für den Reisenden. Ganz klar, wir alle sind Reisende. Das heißt, das wäre natürlich ganz schön und gut, wenn das schnellstmöglich jetzt umgesetzt wird, dass man auch die Vorteile, es sind ja bedeutende Vorteile für den Reisenden und auch Kostenreduzierungen, denke ich, dass das interessant wäre, das so schnell wie möglich einzuführen. Denke ich auch. Gut, vielen Dank, Birgit, für die Informationen an unsere luxemburgischen Zuschauer. Auch vielen Dank, dass du da warst und mitgemacht hast. Und wie gesagt, vielleicht Heikruder dann, wie gesagt, die Informationen aus erster Hand von einem Thema Pauschalreisen, Voyager-Forfait, weil das wirklich alle Leute interessiert. Wir hoffen, dass das, wie gesagt, so sehr wie möglich dann auch an nationale Gesetzgebung umgesetzt wird, für das wir alle davon profitieren. Vielmals merci.